Gott seine Ideen sind vor allem ein Segen. Hinter uns hat wie die Brücken verbrannt. Von der Bank liegen wir keine Fragen mehr. Nicht einmal den Rosenhof zu kaufen, wann wir auch nicht 10% von dem Kaufpreis rein hatten. Uns fehlt ein Geldwunder oder weins eine gute Idee von Gott. Wir haben die all ein Part von der Geschichte vertalt, wo wir den Rosenhof kauften. Hier ist die Geschichte mehr einzelheitlich. Ein Jahr vor wir das Missionszentrum in Paraguay fertig machen, und nachdem, dass wir uns mit Gott darüber einig wären, dass wir nach Deutschland tragen würden, reist wir dahin, zu sein an was wir schaffen und wo wir wohnen würden. Durch meine Schwägersche und meinen Bruder wir von einer Ole Farm auf eine offene Stab mit dem schönen Namen Rosenhof angeworden. Det wir mitten im Winter und alles wie wird, als wir fertig fuhrten vom Rosenhof stunden. Und dat wir wahrscheinlich fein. Wann wir dort am Sommer geseinen hatten, wo wir Gott seine Stimme schwor haben hören konnt, während det all langladig gestohlen hat, in aller nur verfallen wir. Mein Hort voll fuhrt sein Leib. Wir haben vorher andere Häuser bekickt und wollen wirklich nur Baden, Württemberg tragen, dicht bei einen anderen Bruder. Wir haben da vorher für ein Jahr gewohnt, als ich meine Schuld deed und uns gefällt dat door. Aber da wir nicht, was uns wirklich überzeugt. Der Rosenhof überzeugt mich aber. So was aus dort hat ich immer haben wollt. Aber während wir immer noch mit dat Büprojekt beschäftigt wären, entschlossen wir uns mit dem Handel vom Rosenhof zu warten und erst einmal das Missionszentrum fertig zu machen. Als Walter sein Missionszentrum erst fertig wir dort Zeit, dat Gott uns noch einmal am vertrauen liet. Dat wir so als wann ihr seht, nu Gott, folgt mein Wort, ohne Geld an jene Fop. Gott, wer in ich jün versorgen sie und ich jün dort befohlen hab, vertraut mich in wat ich an meine Fop hab. Ich flüch dann nach Deutschland, den Rosenhof zu kaufen, ein Handel über Telefon, wir scheinbar nicht an Gott seinen Plan. Die Eigentümer wären all über 90 Jahre alt und ward all besorgt und sie hatten ihre Kinder den Handel anvertraut. Wir fangen an zu vertalen. Ich vertal den von uns Leben, dat sie uns ein bisschen kennen können. Als wir von meiner finanziellen Situation vertalten, ich had bloß 6% von ihrem Verkaufspreis, schlugen sie vor, dat wir erst bloß den Wohnplatz kaufen können. Sie haben die Munizipalregierung auch gerade an derselbe Weg dat Land angeboten, während sie annahmen, dat wir dat Land allemal nicht neidig hatten, während wir nicht former wären. Nu kann ich verstehen, wieso Gott mich persönlich angeschickt hat. Gerade vor ich fluch, hat ein vorher Noah Mitarbeiter, wat Pastor geworden wir, mir gesagt, dat das Gefühl von Gott hat, dat das Land wichtiger wie als das Haus. Mag sicher, dat du das Land kaufst, das Land ist wichtig. Das Haus kostet mal die Hälfte von dem ganzen Preis, aber ich wisst, dat wir das alle kaufen sollen. Ich vertal die Verkäufer von uns Leben über das Büprojekt und wo Gott das gesehen hat. Gott sagt zu uns, dass wir den Rosenhof kaufen sollen mit den 18 Hektar Land taub. Wir haben bloß ein bisschen Geld für die Antoling. Wo und wann wir das ewige haben wollen, das weiß wir nicht. Und Gott hat uns dort auch gesagt, dass von der Bank liegen auch nicht in Frage steht. So eine Handelsideen hiert man sicher nicht alle Tag. Wenn du was verkaufen wirst und das Geld sein wirst, ist das nicht sehr überzeugend, so zu hören. Dat kann ich verstehen. Dat mögt mich verdrisslich feilen. Ich hab bloß nichts, was ich sagen kann, womit ich ihn überzeugen kann. Als dat erst Mittag wir, kann ich schließlich verstehen und seht. Ich sie wirklich bloß dort hier, zu sein, wo je betont haben wollen. Für sie eine Antwort geben, mögen sie Mittagpause diese Sache ohne sich zu benobern. Ich raub Doris an. Als ich nur Mittag zurückkam, wie ich bedreckt. Mein Anputtern wir so schwach, dat dat meist nicht zu hören wir. Ich put dat Ware an, und schließlich mög ich die der bloß einmal op, und die Verkäufer wären damit eine sehr gute Gesinnung. Ich kann nicht verstehen, was passiert wir. Sie hatten über Mittag davon geredet und hatten einen Plan gemacht. Sie würden uns den Rosenhof in 2 Stauben verkaufen, und der erste Staub wird der Hof. Sie wollen die Hälfte davon betont haben als Antoling, und das ewige soll wie ein Jahr betolen. Dat Land wird in die zweite Staub mit ansenden, und wenn wir dat doch nicht betolen können, dürfen sie dat selbst wem verkaufen. Die zweite Toling wird auch in 2 Teile geteilt, und dat Ganze wie also in 4 Jahren zu betolen. Aber 4 Jahre ist eine lange Zeit, und wat, wenn sie dat Land inzwischen an selbst wem verkauften? Ich schlug dann fair. Jene Eltern sind all über 90 Jahre alt. Wer weiß, wie lang die noch da sein werden. Mir ist die Zeit für die Tolingen gut,
aber weil wir den Lohntitel in dat Hus kurz am Anfang überschrieben. Ziemlich waghalsig, nicht so? Aber irgendwie dat voortschouwt en dan krijgt dem nummerig und je schrijft ik den ab verriersten Kontrakt für den Rosenhof. Wann die Brücken hinter uns verbrannt sind in dat finanzielle System von dieser Welt nicht mehr in Betracht kommt, dann wirst du Ideen kriegen, wo du nicht über gedacht hast. Solange das Geld liegen bei der Bank noch eine Möglichkeit ist, hält dort ab, dort wir nicht mit anderen Lösungen abkommen. Wir haben immer noch einen Notfall-Utweg. Aber wenn wir dort auch hinloten, fängt uns Vertrauen in Gott sich an zu bewegen. Herr, du wirst mir Ideen geben und wiesen müssen, wo ich das tun kann. Aber das ist bloß dann, wenn wir uns ganz Vertrauen auf Gott sagen, wir in diese Ideen kämen gar nicht von Victor oder Doris. Die Qual von den Ideen ist der Heilige Geist, was uns die als Geschenk gibt. Die Verkäufer sollen aber auch eine Sicherheit kriegen. Gott seine Ideen sind immer für beide Seiten einsehen, dem Verkäufer und dem Käufer. Zu der Zeit wohnen wir in Paraguay und haben keine Idee, wie viel die Form in Wirklichkeit wird wir. Wir beten, Herr, was für ein Preis wirst du entholen? Gott seine Antwort wir, dass wir einen Fachmann dort übergeben wurden, vom Rosenhof einen Preis zu machen. Das ist, was wir deuten. Diese Person schlug vor, dass der Preis 25% raufgehen soll, wer in der so dichte Bühnen fehlt. Wir beten, Herr, das ist den Fachmann sein Vorschlag. Aber was wirst du holen? Hij antwoordt, beide den vollen Preis, ohne nur wat aufzuloten fragen. Die Verkäufer stimmten mit an. Die Verkäufer hadden sich dort versichert, wenn wir eine Tolling nicht machen würden und dort am gesaten Tag nicht voll betonen können, würde der Handel ganz trägonen. Hus und Land wird trägonen, dort Angetolde wird trägetold worden, ohne in Betracht zu nehmen, was da all für Verbesserungen gemacht wären. Sie würden nichts verlieren, wenn Gott uns dort Geld nicht gab, und wir würden nichts verlieren, dass das dort Geld, was ich an Verbesserungen angestoßen hat, und dort wie was ich wirklich wie auf Spalte saten. Eine Lektion, was wir durch diese Verhandlungen lehren wir, dass wir auch immer an die andere Seite denken sollen, wenn wir Handels machen. Gott kijkt immer nur beide Seiten in Arbeit so, dass alle beide gesegnet werden. Wenn wir eine Verhandlung machen, sollen wir uns selbst immer fragen, wo wird Gott das tun? Wo wird ich das so tun können, als er wird? Dann werden die Ideen für den Handel gleich von Gott kommen. Nachdem, dass wir den Handel für den Rosenhof aufgeschlossen haben, fuhr ich zurück nach Paraguay, wo wir schafften und für das Geld luden für das ewige Port von der ersten Antoling an die Form. Wir wären 50.000 Euros kort. Nachdem das Missionszentrum fertig war, hat das Landhandelsgeschäft sehr neu geloten und wir wären bereit in Deutschland einen neuen Anfang zu machen. Und das Jahr vor wir durchgetragen, hat wir einen großen Kontrakt gemacht, dass wir eine große Kooperative mit Sesam versorgen würden und schickten ihm verrückt einen großen Behälter voll nur einen Brotproduzent, um zu sein, wo das Schicken schaffen wird. Aber das wir bloß ein kleiner Zwischenhandel, wir kriegen mal eine kleine Kommission, also eine kleine Einnahme. Am Ende vom Jahr werden unsere Finanzen immer weniger und Doris und ich fuhren vorhin ab im Land ab, um zu beten. An einem Samarias, wie wir bei sie dem riefen und verteilten miteinander, als Gott uns eine büttergewöhnliche Idee gibt. Wieso fragt ihr nicht, als sie da all antragen können? Die wieder Antoling kann je loter irgendwann betonen. Herr, das ist nicht zutreffend. So können wir nicht tun, das ist zum Schämen überhaupt nur so was zu fragen. Aber der Gedanken bleibt bei uns und ich würde Gott das wohl beweisen müssen, dass sie uns das aufsehen. Gut, Gott, ich will ihn nur fragen und dann wirst du sein, dass das bloß ein bisschen viel ist, nur so was zu fragen. Das wird für mich wirklich nicht leicht, aber ich raub die einmal für den Rosenhof an. Würde das möglich sein, dass wir da nu all würden antragen können in das ewige Port von der Antoling, dann binnen ein paar Monate betonen? Ich bin sehr überrascht, dass ich die Antwort hielt. Ja, das ist gut angenommen. Wir haben auch all daran gedacht. Das ist gar nicht nötig, dass das Haus nu ladig steht. Das verkämmt du jedenfalls bloß. Trägt du einen betont der Antoling nur etliche Monate. Das schafft fein. Sogar aus der Ehen einmal Taujef, weil wir uns damit aber noch nicht ganz ruhig und wir entschlossen uns eine Weg darüber zu fasten, um sicher zu machen, dass wir über den Jordan tragen sollen. Wir wären ja eine Familie mit 3 Kindern. In der Zeit hat wir in Deutschland keine geschäftlichen Sachen zu treiben. Gott hat gesagt, dass wir ein Geschäft haben würden, aber dass wir noch nicht zu sein, in uns Landhandelsgeschäft hat in Deutschland auch keine Handels.
Nu seht Gott, dort wir an ein Hüsten antragen sollen, wat wir noch immer nicht wüssten, wo wir dort betolen würden. Dort fällt sich wirklich gewort. Wir fasten dann für eine Weg und beten Gott darum, zu uns zu reden. Gott redet alle Tag zu uns. Am Donnerdag los wie Spurgeon ihn schriebend. Fehlt je dort an Not für die Reis? Dorab käme ein Vers für Reisende, wat für uns sehr bedeutsam wir. Aber der höchste Punkt wir in mein tägliches Bibelstudium. Alle Montag las ich einen Aufschnitt von dem Mosebeker. En de vierde week had ik dat laatste kapitel in 5. Mose gelesen, en am gewöhnlichen würde ich am nächsten Montag an 1. Mose ware angefangen haben. Aber als ich das laatste Kapitel las, wusste ich, dass ich am nächsten Montag Josua lesen soll. Door las ich, wat Gott zu Josua sagt. Gott dekt dat Lager en macht überall bekannt, verschafft jün Verrot, wils am 3 Tag, wo je hier über dem Jordan gehen, en an dat Land kommen, en dat annehmen, wat der Herr, jün Gott, jün geven wordt. Josua 1, Vers 11. Scheinbar mein Gott dat so. En deze tijd geeft Gott uns beid eine übernatürliche Bekraftung von Vertrauen, en wir fangen unsere Reise an. Als wir erst in Deutschland angekommen wären, trok wir an dat Huis an, wo die Baden für uns al gemacht wären. Die wären nicht die modernste, aber dat wir wat uns fehlt. Dit braucht unsere zweite Runde von Vertrauen lehren am Gonen. Wir saßen in ein Haus und wussten nicht, wo wir dort betonen würden. Dort Landhandelsgeschäft in Paraguay deit nicht gut, und dort Sesamgeschäft wie am Anfangen. Ein Telefongespräch mit der Sesamgesellschaft wie noch ein Have. Sie sehen, dass sie den Handel, wat wir mit ihnen gemacht haben, nicht erfüllen können. Wegen einer finanziellen Krise, wat sie an ihr geschafft haben, mussten sie sich von dem Kontrakt losmachen. Dort wir nicht so eine Nähigkeit, als wir nötig hatten. Gott lädt uns in die Wüste nennen, versichert sich dort, dass du nichts sehen wird. Ich musste mich bloß sicher machen, dass alle Brücken hinter uns verbrannt wären und dass ich keinen Notfall Utweg hat. Wenn Gott nu nicht was tut, dann können wir uns selbst als seinen den Rosenhof verloten mit unseren Reistaschen an der Hang. In dieser Zeit hielt wie Volken schier ut Evadrus. Wir wären vertwiebelt. Alles scheint eine unkluge Idee zu sein. Jahre later seht ein Geschäftsführer in Paraguay mit dit, als wir dort zu Besuch wären. Victor, als du dann einmal das Missionszentrum büßt, dachte ich bei mir, na, dit ist zu viel. Und dann schafft dat alle gut noch. Aber als du dat mit dem Rosenhof tätst, dachte ich, dass du wirklich dumm geworden wirst. Dat ist, wo die Menschen an uns denken. Mir ist auch gesagt worden, mit der Bibel unter dem Ohr seinen Geschäften zu tun, schafft nicht. Einstmal hat wir Angst, dass sie uns utlachen würden wehen, wo wir Gott verlieten. Dat geht jedoch zu feilen, wenn Menschen denken, dass man das Verstand verloren hat. Dat ist demütigend, dat ist eine Wüste. Wir kämpften zu weiten, wo wir mit diesem Druck fertig worden würden. Ich muss den nur Gott bringen. Herr, dit demutigt uns. Uns demutigt dort, von die abhängig zu sein. Wir haben dafür keine menschliche Erklärung. Aber dort bringt uns nur an die an. Wenn du nu nicht wat denkst, sind wir zum Verfehl verdammt. Aber Gott wisst, wo er uns versorgen will. Er sah die Kooperative für Sesam und Seed und sah uns in direkte Verbindung mit den Graterkunden und der Etwa-Industrie. Ich wüsste dort da noch nicht, aber ich wie meistbar durch, dass ich dort antwort. Nur etliche Weg auf dem Rosenhof raubt der Kaufmann von der großen Frischbrotfirma mich an und will mit mir in sein Wirtaub nach Paraguay fliegen. Wir haben kein Geld, nicht 1 Cent. Ich kann die Fliehkarte nicht bezahlen. Die 20.000 Euros, alles was uns vom Landhandelsgeschäft übergeblieben wir in der Anzahlung für das Haus gegangen. Und euer aus dort wir keine Gesundheitsversicherung hatten und ich den ollen verbühlten Passat fuhr, was mein Bruder mir geliehen hat. Wir lebten wirklich an nichts. Ich hatte gleich genug Meilen auf meine Karte gesammelt, da ich vielmal fliegen, dat ich damit bei Paraguay kommen kann. Ich verschwand meist in der Zeit auf den Plan. Ich wie so ein kleiner Geschäftsmann geworden. Ähnlich feil ich ein gefährliches Zeichen an, da über uns Bedürfnis für Geld, in welchen ich am Ende vom Tunnel kein Licht sein kann. Ich kann bloß den nächsten Schritt sein, wann dort überhaupt. Ich hatte keine Ideen und wusste nicht, was die Marien mit sich bringen wird. Nu flog ich nach Paraguay und erwart, dass die Kooperative mir dort noch einmal sagen wird, dass sie den Kontrakt wirklich nicht holen würden. Als wir verleiten, hier ich den Wirt zu dem Kaufmann von der Frischbrotfirma sagen, vor in Cape Sesam, wir motten Sesam haben, ein Daunt, Wort in von Wur.
kriegt in dem Moment, geeft der Heilige Geist mir eine Idee an. Wo so wirst du nicht selbst Sesam kaufen und dort exportieren? Herr, wo soll ich so tun? Wir haben nicht ein kleines Bett Geld. Wo soll das schaffen? Ich will aber nicht zurückkommen nach Ägypten und als Sklave zu der Bank leben. Ich will Gott seine Ideen brücken. Ich bleib dabei, mich mit Gott zu streiten. Und wir wohnen nu in Deutschland, wir haben Paraguay hängen gelassen. Wo soll ich in Paraguay vom Nien was anfangen? Aber ich verfolge diesen Gedanken, wann der auch sehr verreckt zu sein scheint. Wir dort mit dat Landhandelsgeschäft nicht Krieg so gewast, wo Gott mich am Anfang verhalb. Und anders als alle Mann erwartet hat, wir dort für eine Zeit lang nicht bloß ein sehr großer Erfolg gewast. Dann käme der nächste Gedanken. Frage nach eine Antoling. Dat wir waren schämen, nur so was zu fragen. Aber was hat ich für eine wohl? Ich red also zu entbeid und seh, dass ich in den letzten 10 Jahren in Paraguay gewohnt hat und dort noch etliche Geschäftskontakte hat. Ich kann den Sesam selbst versichern zu kaufen und dort für ihn exportieren. Ich seh den dort ober, dass ich dort nicht genug Kapital hat. Ich schäme mich zu sehr, dort zu ihn zu sagen, dass ich wirklich nichts hat. Ich schlug ihn dort ober vor, ob sie eine Antoling machen wollen, und sie wollen, aber sie bauten mir eine Zoll an, was ich auflehnen muss. Das ist wirklich nicht genug. Kann je mir gar nicht so viel geben, als ich nur früher? Und ja, sie geben mir gerade zusammen, was ich nur früher. Dat fällt sich so, als wenn man dat Monopoly Game spielt. Ich gebe dir Geld, dat du wat kaufen kannst, an mir dat zu verkaufen, an damit Geld zu machen. Scheinet geschafft. Die Ideen, wo Gott mit abkämpft, sind angeläuflich. Hij versorgt uns mit dat Geld, wat uns fehlt, um uns am Geschäft anzufangen. Auf dieselbe Reise kam einer von Doris ihre Tantes zu mir und sagt, Victor, ich habe in dieser Gesellschaft Geld binnen für mehrere Jahre, wann ich erst alle sie und will dat nehmen. Ich will dir dat Geld für dat Haus geben. Du kannst mir dat noch etliche Jahre zurückgeben, wann dat möglich ist. Dat wird noch eine Zeit lang dienen, wat mir dat fehlen wird. In dem Moment jankert mir zu sagen, nee, Dankeschön, wir nehmen nicht jullie dat Geld, als ich Gott seine Stimme weiterhielt. Victor, das ist von mir. So helpend, so behilfbar und ohne Interesse. Wir nahmen die 20.000 Euros an. Das Sesamgeschäft bracht uns noch die anderen 30.000 Euros und damit können wir die erste Tolling für den Rosenhof im Juli fertig machen. Das sind Gott seine Geschäftsideen. Wirst du noch weiten, was mit dem Frischbrotproduzent passiert? Das Sesamgeschäft war bosig. Sie kauften immer größere Mengen von uns, but 100% von was sie im Jahr brauchten, und am Hof tolden sie im Verrüt an, zusammen, was an der leere Kant von den Millionen wären. Haft Gott nicht tausende Ideen, wo er uns helfen kann er menschliche Horten nicht so lenken als Riefasch? Ist er nicht kraftvoll und fähig? Ich würde mich keinmal auf Sesam gespetzt haben. Mir würde das nicht einmal ankommen. Aber Gott lädt uns noch in eine schmale Stadt, but wir sehr eng wären. Und dann sah er seine Weg von Arbeiten an uns Geschäft in Bewegung, indem er dort ab seinen Weg finanziert und dort schafft. Der Frischbrotproduzent wird nicht unser einziger Kunde und bald wird er doch nicht mehr der größte. Gott gibt uns die größte industrielle Bäckerien in Deutschland, was unsere Konkurrenten sehr überrascht. Wir können darüber bloß staunen, wen wir hatten wirklich von null angefangen. Der Sesamhandel war so sehr, dass wir den Rosenhof in 4 Jahren betont hatten. Er kaufte in Paraguay auch Land und baut eine Molerie in eine Form, in der wir alle ohne von Banken Geld zu leihen. Gott gibt uns immer neue Kunden in verschiedene Geschäftsgelegenheiten. Das ist, wo Gott seine Kinder versorgt.